dass ich mit gefälschten erotischen Bildern Männer in eine Falle locke. Bald sehen wir uns vor deiner Haustür. Aber dass der jetzt wirklich meine Adresse herausgefunden hat, das ist mir so eine too much gewesen. Alter, die scheiß Strähne. Ich habe schon letztes Mal in einem Video, hat es mir die ganze Zeit so eine Strähne rausgedingelt und ich hoffe, dass es nicht passiert. Leute, es ist wieder passiert. Wir sind nach 2 Jahren wieder back. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, vor ein paar Jahren habe ich ein Video gemacht, wo ich erzählt habe, dass Leute über mich, beziehungsweise hässliche, eklige Männer einen Reddit-Account über mich gemacht haben, mit Fake News und anderen grusigen Sachen von mir. Es hat sogar einen 20-Minuten-Artikel davon gegeben, also von dem her, wenn ihr das verpasst habt, sind einfach fucking Opfer. Und ich würde sagen, die Menschheit hat es wirklich geschafft, nach diesem hässlichen Erlebnis ein Level nochmal weiter rauf zu gehen. Weil die letzte Woche sind ein paar Sachen passiert, die nicht so geil sind, die ich euch nicht erzählt habe, weil ich nicht wusste, ob ich das soll, ob ich das überhaupt darf erzählen. Ich weiß auch jetzt nicht, ob ich es darf, aber fuck off, wir machen es einfach. Es ist ein bisschen eine verzwickte Geschichte, darum ich würde sagen, wir fangen mal eigentlich bei dem Punkt an, wo irgendein random Account meine Kommentare voll gespammt hat. Überall. Also es hat angefangen auf TikTok. Ich sehe so, der eine Account hat wirklich bei jedem fucking Video von mir genau den gleichen Text copy-pasted geschickt. Ich habe den Text nicht mal durchgelesen. Ich habe ihn einfach instant blockiert, weil ich mir dachte so, Bro, Alter, wenn du Spam stammen, gibt es ein Blockieren. Vor allem, ich finde, du merkst ja, wenn jemand for real etwas so schreibt und es ist etwas, keine Ahnung, etwas Wichtiges oder es wirkt wie eine Spam-Nachricht. Und ich mag mich auf jeden Fall erinnern, es hat einfach gewirkt wie eine Spam-Nachricht. Bis jetzt war eigentlich alles noch harmlos. Ich habe mir gedacht, jo, weißt du, das gibt es mal ab und zu, dass irgendein random Bot oder keine Ahnung was, ein komischer Mensch meine Kommentare voll spammt. Aber das war erst die Spitze des ganzen Eisberges. Weil der Sieg hat mit irgendwelchen anderen Zweitaccounts alles voll gespammt. Und dort ist mir dann langsam aufgefallen. Und haben angefangen, die Kommentare zu lesen. Ich lese euch jetzt mal 1, 2 vor, dass ihr so ein Bild von dem Ganzen habt. Sag Nati-Style und ihr beide schickt sofort das Geld zurück. Doch fuck, was für Geld? Wer bist du? Nur weil ich dir Geld gegeben habe und es zurückfordere, blockierst du mich überall und denkst du wirst mich los. Ich habe das Ganze einfach ignoriert, aber der Sieg hat dann auf allen Plattformen, wo ich aktiv bin, überall kommentiert, mit all seinen Drecks-Accounts. Auf YouTube, auf Instagram, ich glaube sogar Podcast. Bei meinen Podcast-Accounts auf Instagram und auf TikTok und auf YouTube. Also wirklich, der Sieg hat alle Register gezogen, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Ich habe sogar bei einem alten YouTube-Video von mir und Can hat so geschrieben: Hast du schon andere Opfer gefunden? Welcher Lover ist es diesmal? Wie viel Geld hast du ihm abgenommen? Betrogen? Fragezeichen. Ich werde alle deine Lover treffen. Sehr bad. Oh, wait, was habe ich da verpasst? Welche Lover? Dort habe ich erst mal ein bisschen lachen. Sorry, was ist das? Ja, ich muss sagen, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich es irgendwie noch funny gefunden, weil ich mir einfach gedacht habe, was zum Fick? Und vielleicht wisst ihr jetzt, was ich meine mit «Es wirkt wie Spam». Oder auch das klingt doch übel wie so ein Spam. Ja genau, sie verlangt mit 100 Lügen Geld von mir, damit sie angeblich ihre Eltern ein Ticket kaufen kann. Dabei ging es in Wirklichkeit um eine Poolparty, der Kommentar war übrigens unter dem Video, bei der sie mit ihrem Lover gefeiert hat. Ein Fake-Vertrag, eine Fake-Adresse, ein Fake-Name. Sie ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Bald wird ein Medienbericht erscheinen und ein Artikel wird die ganze Geschichte erzählen. Die Polizei hat alles. Und auch ihre Freunde wurden protokolliert. Das ist eine Betrugsmasche. Dort bin ich dann schon so ein bisschen okay, irgendwie wirkt es langsam ernst. Also ja, es war so eine Mischung von irgendwie macht es einem so ein bisschen Angst und auf der anderen Seite, wenn man schnell rational denkt, okay, das ist irgendein random Dude, es wirkt alles so wie irgendetwas Komisches, nicht etwas Reals. Und es hat jetzt auch sehr unwahrscheinlich getönt, dass er sich einen Medienbericht erscheinen lassen wird und einen ganzen Artikel über die ganze Geschichte machen wird. Also er hat das auch wirklich mehrmals geschrieben, auch da, man sieht gut, dass du den ganzen Tag bei der Polizei warst. The fuck? So eine professionelle Lügnerin. Also blockieren löst das Problem nicht. Ich werde bald einen Bericht über die Geschichte auf unserer Webseite schreiben. Wie du mit den Leuten umgehst. Diese werde ich entlarven, bei der Polizei bereits protokolliert. Also wirklich die ganze Zeit so mäßig, ja, wir haben es bei der Polizei schon gemeldet, das ist eine Betrugsmasche, gib uns das Geld zurück. Also die ganze Zeit so. Und irgendwie habe ich mir dann so gedacht, Bro, wer macht so viel Aufwand, eben, dass er überall auf allen Kanälen bei mir kommentieren ist. Auch wenn ich ihn schon mit den einen Accounts von ihm blockiert habe, dass mein Gedanke dann war, okay, wahrscheinlich ist das irgendeine Betrugsmasche von mäßig, oh, gib Geld zurück und so, also quasi, dass ich einfach Geld zahle, weil er das Gefühl hat, er kann mich erpressen damit, dass ich Angst bekomme, so, oh mein Gott, der macht einen Medienbericht über mich, hilf mir, das will meine Karriere zerstören.
Aber auf der anderen Seite habe ich mir eigentlich gedacht, wer würde so viel Aufwand machen für 600 Franken? I don't know. Und auf der anderen Seite, sorry, aber wer würde dann auch auf das reingehen und wäre so, oh mein Gott, ja stimmt, okay, da habe ich 600 Stutz nicht alles. Ja, ihr seht schon mal, der Sieg hat sich komplett Mühe gegeben. Aber was ich wirklich auch komisch gefunden habe, der hat das nicht mit so Accounts gemacht von User 374, sondern es sind wirklich so offizielle Accounts gewesen. Und ich meine nicht Accounts von einer Person, sondern wirklich so wie von einer offiziellen Firma oder so. Also es hat jetzt nicht gerade einen Haken gehabt, aber wie, es hat jetzt nicht komplett gewirkt wie irgendein Fake-Account, den er schnell erstellt hat oder so. Wie so Bot-Accounts. Und das habe ich hure sass gefunden. Ich habe aber alle Kommentare eigentlich komplett ignoriert. Oder auch gelöscht, weil ich mir so gedacht, what the fuck, weil ich will auch gar nicht, dass ihr das seht und dass es dann wirklich Menschen gibt, die das glauben. Es hat sogar teilweise auch wirklich Leute gegeben, die mir geschrieben haben und eben einen Screenshot von diesen Kommentaren, so, oh mein Gott, was ist da, Nati, ist alles gut? Also ja, er hat es tatsächlich auch so ganz bisschen geschafft, dass ich wirklich so ein bisschen Angst bekommen habe. Das ist aber, wie gesagt, erst die Spitze des Eisberges. Weil eines Tages sehe ich einfach so, Nati-Style wurde in diesem Beitrag markiert. Gehe ich schauen und sehe das. Der hat auf seinem Firma-Account, oder ich sage jetzt nicht Firma, sondern besser gesagt so wie ein Magazin-Account, wo so News drauf ladest, das postet. Die echte Geschichte und die wahre Seite von Nathüstli. Alter, noch nie hat es ein Mensch geschafft, meinen Namen so falsch zu schreiben. Nathüstli. Alter, soll ich mich so umnennen? Herzlich willkommen bei Nathüstli. Also ja, das war auch schon für mich ein Grund, warum es auch komplett fake alles wirkt. Als würde die Person sich 0,0 mit mir auseinandersetzen, dass ich nicht mal meinen Namen richtig schreiben kann. Und weißt du, man kann sich ja mal vertippen. Aber wirklich, was ist das? Ich habe auch die ganze Zeit so geschaut, gibt es den Bericht schon oder nicht? Weil es hat mich einfach Wunder genommen. Ich wollte den Gossip wissen. Aber ich habe nie irgendwo etwas gefunden. Von dem her, ich habe immer nur den Post gefunden, auf TikTok und auf Instagram. Darum bin ich eigentlich zu dem Zeitpunkt da immer noch voll überzeugt gewesen, okay, das ist irgendeine weirde Betrugsmasche, der will mich einfach komplett erpressen mit der Angst von eben, dass meine Karriere danach abgeht. Wegen dem Gerücht, dass ich Leute betrüge mit einer Betrugsmasche. Dann ist es noch weitergegangen. Wir wissen, dass ich in dieser ganzen Zeit, ich bin in Milano gewesen, immer noch, jeden Tag am Kommentieren gewesen, unter jedem Beitrag. Sobald ich etwas Neues aufgeladen habe, ist er gefühlt der erste Kommentar gewesen. Es war so mühsam gewesen. Aber es ist ja bis jetzt alles einfach immer nur so mäßig gewesen, gib uns das Geld zurück und du bist Betrugsmasche, keine Ahnung, irgendwelche Sachen labern für die älteren Ticket und so. Aber diese Nachricht, die ist mir persönlich dann ein bisschen zu viel gewesen, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt schon ein bisschen grenzwertig. Bald sehen wir uns vor deiner Haustür. Und die Thurgauer Kantonalbank wird auch gegen deinen angeblichen Stiefvater eine Strafanzeige erstatten. Sie wurden ebenfalls darüber informiert, dass du Gelder sammelst und diese Karten dafür benutzt. Mal abgesehen davon, dass ich obviously keinen Stiefvater habe und ich nehme mal an, das weiss jeder von euch da außen, der mich einfach nur schon einen Funken verfolgt. Aber, dass der sich geschrieben hat, bald sehen wir uns vor deiner Haustür, das finde ich crazy. Und das hat mir dann auch das erste Mal Angst gemacht, weil das ist für mich so ein bisschen eine Grenzüberschreitung. Alles, was im Internet ist so gut, aber mir Angst zu machen, mäßig, wir sehen uns vor deiner Haustür. Boom. So komme ich. Das war einer zu viel, sage ich ehrlich. Also wir sind so dort auf dem Heimweg von Milan und dort habe ich wirklich gemerkt, mein Herz fängt langsam an zu pochen. Es ist langsam nicht mehr lustig, okay? Und dann geht unten dran auch eine Nachricht. Wir haben mit einem Zeitungsbericht über alles veröffentlicht. Jeder soll wissen, welche schattige Seite du hast. Also bin ich auf dem Heimweg nochmal schauen, ob es irgendeinen Bericht gibt. Und die sicher haben tatsächlich einen ganzen Bericht gemacht darüber, dass ich eine Betrügerin bin. Ich lese neu vor, sind ready? Betrugsgefahr in sozialen Medien. Vorsicht vor falschen Influencerinnen. Fall Nathüstli. Bro! Also weißt du, ist ja easy, wenn du meinen Namen falsch schreibst. Aber dann schreib wenigstens immer gleich falsch und versuch nicht 500 Variationen in falsch zu schreiben. Vor allem, wenn es ein fucking Beitrag ist, dann kannst du dir das doch nicht leisten, den Namen falsch zu schreiben. Gerade wenn 1 mm links davon einen Screenshot von meinem Kanal machst, wo man meinen Namen sieht, ist ein bisschen peinlich. Eigentlich muss ich jetzt, wenn ich den Bericht vorlese, jedes Mal einen Shot nehmen, wenn sie meinen Namen falsch schreiben. Okay, warte. Wir machen es mit einem Eierbecher, weil ich habe kein Shotglas. Und wir machen es mit Wasser, weil es ist 11 Uhr am Morgen. Und wir sind hier natürlich ein gutes Vorbild, oder? In den sozialen Medien breiten sich Betrugsmethoden zunehmend aus. Einige Frauenprofile, die sich selbst als Influencerin bezeichnen und Tausende von Followern sammeln, locken ihre Opfer in private Chatgruppen auf Plattformen wie Telegram oder andere Messenger-Dienste. Side-Fact, ich habe kein Telegram. Welches Opfer hat Telegram? Alter, what the fuck? Ein besonders auffälliger Fall ist eine angebliche Influencerin mit dem Namen Nathüstli. Das ist wirklich ein bisschen peinlich. Das ist eine offizielle Webseite, Leute. Versteht ihr das? Diese Frau betreibt Profile auf YouTube, Instagram und TikTok.
Gut recherchiert, actually, das erste Mal. Und fällt durch betrügerische Machenschaften auf. Nice to know. Sie nutzt gefälschte erotische Bilder, um männliche Nutzer zu manipulieren und mit erfundenen Geschichten in eine Falle zu locken. Auf das erstmal ein fetter Shot. Also du willst mir sagen, es gibt tatsächlich einen Schweizer Medienbericht, der sagt, dass ich mit gefälschten erotischen Bildern Männer eine Geschichte erzähle und sie versuche in eine Falle zu locken. Könnte ich das eigentlich anzeigen gegen Ehrenverletzung? Because meine Ehre wird da komplett verletzt. Natstil gibt vor, alleine zu leben und Männer in ihr Zuhause einladen zu wollen. Nein, sorry, Bro, da muss ich ganz schnell Pause machen. Was zum Fick? Vor allem, wenn man mich doch verfolgt, Bro, man sieht doch, ich bin da mit meinem Boyfriend da in meiner eigenen Wohnung, ich bin glücklich, ich bin ein junges Küken und ich habe gar nichts falsch gemacht. Doch angeblich müssen sie zuvor einige dringende private Probleme klären, um sich entspannen zu können. Dazu benötigen sie dringend mehrere hundert Franken. Okay, nein, es geht komplett unter Ehrenverletzung, Bro. Da steht, dass ich vorgebe, dass ich alleine lebe, was offensichtlich nicht so ist. Wenn man mich nur so ein bisschen verfolgt auf Social Media, dann hat man schon mitbekommen, dass ich mit meinem Freund zusammen wohne. Und dass ich Männer in mein Zuhause einladen will. Oh mein Gott! Egal, Bro, wir machen einfach weiter. Ich brauche noch mal einen Schluck Wasser. Um ihre Glaubwürdigkeit zu unterstreichen, sendet sie ihren Opfern ein gefälschtes, handgeschriebenes Dokument mit einer erfundenen Adresse und einem falschen Namen. Merkt ihr das mit dem handgeschriebenen Dokument? Da kommen wir nachher dann darauf zurück. Die ergaunerten Beträge lässt sie sich auf ein Konto bei der Thurgauer Kantonalbank überweisen. Bro, ich bin nicht bei der Thurgauer Kantonalbank, ich bin Zürcherin! Wobei der Empfänger ein gewisser... Da steht einfach ein Name, ich weiss nicht, ob ich das jetzt veröffentlichen kann, darum... Machen wir einfach da den Peter. Angeblicher Vater. Mein Dad heisst Daniel. Papi-Style. Gehen schauen, er hat sogar einen fucking TikTok-Account, wo er TikTok-Dances macht. Eine weitere involvierte Person ist die Freundin von Natstil. Oh, scheiße. Mit dem Profilnamen Agnes, die regelmäßig Videos mit erfundenen Geschichten postet. Alter, Agnes ist einfach auch eine Betrügerin, Leute. Ich weiss nicht, wir sehen doch beide so fucking unschuldig aus. Mit den ersichtlichen Geldern kauft Natstil sich Luxusartikel, die sie stolz in ihren Social-Media-Beiträgen präsentiert. Wo? Habe ich etwas verpasst? Gibt es Bilder mit mir mit Gucci-Bag oder Rolex? Das kommt das Beste. Nach ihren Betrugsaktionen geht sie schamlos in Clubs feiern. Er meint wahrscheinlich, wo ich an dieser Poolparty war mit vom Rolantica. Komm an dieser Stelle auf Rolantica, dass ich an einer Poolparty dabei sein und nicht mit seinem Geld haben müssen gehen. Unsere Recherchen ergaben, dass sie auf diese Weise bereits eine Vielzahl an Männern getäuscht und mehrere tausend Franken erbeutet hat. Okay. Die Chatverläufe wurden der Polizei übergeben, doch auf Nachfrage konnte Natstil keine glaubwürdigen Antworten liefern. Die haben nicht mal nicht glaubwürdige Antworten, die haben gar keine Antworten. Hier einige Texte von Natstil. Ist langsam fertig da. Im Chatverlauf, siehe Bilder. Ich finde es geil, dass sie auf dieser Webseite absolut gar keine Bilder und Chats eingeblendet haben. Betroffene werden dringend dazu aufgerufen, verdächtige Profile und Betrugsversuche umgehend den Behörden zu melden. Also ich sage ehrlich, nach diesem Bericht habe ich so schüch Eierflattern bekommen. So schüch. Weil das ist so ein bisschen okay, irgendwie, wenn das wirklich eine Betrugsmasche von dieser Sicht ist, dann ist jetzt ein ganzer Artikel schreiben doch schon ein Step zu viel Aufwand. Irgendwie. Aber das ist ja noch nicht alles, Leute. Ich komme von Milano heim. Wir leeren unseren Briefkasten. Und es hat einfach einen Brief drin. Mit meinem Namen, mit meinem Zähne und meiner Adresse. Ich habe mir zuerst schon gedacht, oh mein Gott, wie cute. Einfach ein persönlicher Brief. Das kommt mir immer Rechnung über. Und ich mache den auf. Und es ist von dem Siech. Ich habe Post bekommen von dem Siech. Das heisst, der weiss wirklich meine Adresse. Und dort war mir fertig. Weil vielleicht mögt ihr euch erinnern, der hat geschrieben, wir sehen was von deiner Haustür und so. Dann sind die Tränen rausgeschossen. Ich sage, wie es ist. Aber ich zeige mir schnell den Brief. Ich kann ihn euch sonst da einblenden, weil ich muss ein paar Sachen da zensieren. Einfach weil ich nicht will, dass die Personen all da mich jetzt auch wirklich anzeigen und ich ins Gefängnis komme. Aber da steht irgendwie letzte Mahnung. Ein Screenshot, wie 600 Franken abgebucht worden sind. Und unten dran ein Kärtchen von der Thurgauer Kantonalbank. Und bei der Thurgauer Kantonalbank dort war so, oh, okay, dort kommt es mir bekannt vor. Also jetzt sage ich euch ehrlich, ist bei mir schon eine too much gewesen. Dort bin ich wirklich, dort habe ich Angst gehabt. Dort ist nicht mehr lustig gewesen. Und ich habe ja auch vorher immer schon den Channel ein bisschen updated, was so passiert. Und dort sind bei mir eigentlich alle Sicherungen actually durchgebrannt. Also ich habe wirklich Angst gehabt, weil vorher sind alles irgendwie so Drohungen gewesen und es ist alles irgendwo im Internet gewesen. Aber dass der jetzt wirklich meine Adresse herausgefunden hat, das ist mir so eine too much gewesen. Und das hat mir wirklich richtig Angst gemacht. Weil du weißt ja nicht, wer das ist. Und wenn der so Drohungen schickt, könnte es halt wirklich sein, dass mit der fucking Knarre von meiner Haustür steht. Ich
weiss es doch nicht. Und auf der anderen Seite habe ich es auch komisch gefunden, weil wäre es jetzt wirklich so, dass es einen Fake-Account von mir gibt und der ist komplett reingehauen, dann wäre es doch irgendwie ein bisschen seriöser. Wir brauchen schauen den Brief an. Also wirklich, es geht aus, als hätte das ein Zweitklässler gemacht. Nicht gegen Zweitklässler. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe dann auch eine Nacht lang darüber geschlafen und ich habe absolut nicht schlafen. Und ich bin eigentlich direkt am Morgen zum Can gesagt, ich weiss nicht, was ich machen kann. Ich kann nicht, ich habe wirklich Angst jetzt. Und er war ja mega härter. Er hat eigentlich direkt gekannt und gesagt, okay, komm, jetzt gehen wir zu der Polizei oder wir rufen dir an, weil das geht wirklich nicht und alles. Weil auch wenn das jetzt eine Betrugsmasche ist, dann gibt es so wie Grenzen. Und quasi drohen mit Haustür und wirklich Adresse herausfinden und einen Brief schreiben ist so eine zu viel. Ich weiss im Fall actually bis heute nicht, wie der meine Adresse herausgefunden hat, weil ich schaue mega fest, dass man das nicht herausfindet. Das Einzige, was man weiss, ist, dass ich in Zürich wohne, aber sonst könnte man wirklich meine Adresse eigentlich nicht herausfinden, rein vom Internet. Und das macht mir actually auch Angst. Ja, und ich bin dann zuerst so gewesen, ja okay, gehen wir zu der Polizei, aber ich habe gleichzeitig auch mega Angst gehabt. Zum einen, ich bin noch nie zu der Polizei gegangen. Ich weiss auch gar nicht, wie man das macht. Leute mir da zuerst an, kommt man da und sagt, hey, ich bin Influencerin, Leute, und ich werde da bedroht. Was macht man? Wie macht man das? Und zum ganz ehrlich sein, ich habe irgendwie auch Angst gehabt, dass ich nicht ernst genommen werde. Ich weiss gar nicht warum, aber ich habe irgendwie mir das so vorgestellt, wenn ich zu der Polizei gehe, dass sie dann so sind, ah ja, okay, ja, das gibt es ja, wenn du Social Media machst, dass da immer mal Leute kommentieren und irgendwelche Sachen behaupten. Und das hat mich irgendwie auch voll davon abgehalten. Ich bin mir auch nicht sicher gewesen, ob das jetzt schon genug gross ist, um zu der Polizei zu gehen. Ich weiss nicht, ich bin mega unsicher gewesen und habe nicht gewusst, was jetzt richtig wäre zu machen und was nicht. Und darum habe ich dann eigentlich wie mit dem Can geredet und gesagt, hey, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass er sich mit einem Fake-Account von mir betrogen worden ist und wirklich denkt, dass das ich bin, der ist komplett überzeugt davon, dann könnte man doch wenigstens jetzt noch die Chance geben, dass ich mit dem mal kurz schreibe und das eventuell klarstellen kann. Wenn es wirklich genau das der Fall ist und wenn der jetzt wirklich weitermacht und absolut mich terrorisiert, dann gehen wir zu der Polizei so. Genau. Also habe ich meine Balls in die Hand genommen und habe dem sicher Nachricht geschrieben. Ich habe geschrieben, yo Brudi, I don't know, ob dir ein Fake-Account von mir geschrieben hat oder ob du für eine andere Mission bist. Aber wäre nice, wenn du langsam aufhören würdest, unter jedem von meinen Beiträgen zu kommentieren, dass ich dich abgezockt hätte, weil das stimmt obviously nicht. Danke, Kussi! Er hat dann komplett ewig lang mit Text geschrieben. Ich tue es nur schnell zusammenfassen für euch. Zum ersten, ja, dann zahl das Geld zurück, zahl die 600 Franken. Warum antwortest du nicht auf Telegram? Hör auf Lügen, mir hat die Polizei alles gesagt. Wir haben 20 Minuten schon kontaktiert. Okay. Es wird nur schlimmer, solange du das Geld nicht zurückzahlst, etc. Er hat dann einen Screenshots geschickt, die gleichen, die auf dem Papier sind, die er mir per Post geschickt hat. Jetzt kommt das Beste, jetzt kommt das Beste. Und das war für mich der grösste Grund, warum ich gedacht habe, okay, das muss eine Betrugsmasche sein. Wir empfehlen dir, dass du es mit Frieden löst. Mit ihm kontaktierst, also mit dem Sieg, den ich auch blockiert habe und der überall kommentiert hat, weil das war ein zweiter Account war. Und einen Deal machst. Er hat eine Firma online, kannst dort für seine Produkte Werbung machen und deine Schulden abzahlen. Also, dass ich tatsächlich die Vorstellung habe, dass ich, um meine Schulden abzubezahlen, für irgendwelche Produkte von seiner Drecksfirma Werbung mache. What the fuck? Was hast du das Gefühl, Alter, riesen Loser bist? Wir haben dann einfach so ein bisschen weitergeschrieben, wo ich quasi einfach so gesagt habe, yo Bro, das kann nicht ich sein, ich habe keinen Telegram-Account, ich bin nicht bei der Thurgauer Kantonalbank. Und er hat einfach immer Name geschrieben und ich tue es jetzt so für euch schnell zusammenfassen, weil es einfach sonst Ewigkeiten wird gehen, das Video. Er hat dann so mäßig auf all meine Reaktionen, wo ich probiere, irgendwie mich erklären, dass das nicht ich bin. So, ja, wir schauen dann, was die Polizei zu dem sagt, die finden das dann schon raus. Und dann schickt er sich mir einen Screenshot von einem Brief. Handgeschrieben, wo sich eine Person als mich ausgibt. Und dort ist bei mir wirklich komplett Endstadium gewesen. Ich kann nicht mehr einschätzen, ob die jetzt bei dieser Betrugsmasche so fest Effort geben, dass sie sogar wirklich einen Brief in meinem Namen faken, oder ob sie die Verarschten sind und tatsächlich verarscht worden sind von der Fake-Account von mir, wo sich wirklich die Mühe gegeben hat, um einen Brief von Hand zu schreiben, der wirkt, als wäre er von mir. Ich lese ihn mal schnell vor. Mein Name ist Nathalie Sulzer. Ich bin 24, ich bin übrigens 23, du hast scheiße recherchiert, und wohne in Bern. Ich wohne in Zürich. Und ich bitte dich um 600 Franken. Ich wohne an der Blablabla-Strasse. Es tut mir richtig leid, dass ich dich mit dem muss belästigen, aber bitte hilf mir, wenn es dir wirklich am Herzen liegt. Ich verspreche dir, dass ich dich zurückbezahle. Wenn ich es nicht tue, dann bitte geh online und post mich. Also, ihr merkt, wie fucking abgefuckt die ganze Situation mittlerweile ist. Das hat er auch übrigens im Bericht gemeint mit dem geschriebenen Dokument. Und jetzt kommt das Beste. Ich habe dann mit dem Sieg so ein bisschen hin und her geschrieben und seine Geschichte war grundsätzlich, dass er quasi mir als Influencer folgen will. Ich habe auf seinem Account gesehen, er hat anderen Schweizer Influencer gefolgt. Und dass er mir auf TikTok folgen wollte, aber sich nicht sicher war, welchen
dass es mein TikTok-Account ist. Was eigentlich obviously ist. Also wie, keine Ahnung, es gibt jetzt glaube keine Accounts, die könnten wirken, als wäre es auch ich. Und offenbar ist er einem Fake-TikTok-Account von mir gefolgt. Ich habe dann gefragt, ob ich einen Screenshot von diesem Kanal schicken kann. Der hat 2 Abonnenten, also sorry, ich glaube nicht, dass das ich bin. Das habe ich schon sehr sass gefunden, weil ich wirklich so war, okay, nein, sorry, du kannst nicht so blöd sein. Dass du wirklich nicht checkst, weil es mein Account ist. Und dann auch wirklich denkst, das könnte auch mein Account sein. Also wirklich, das habe ich so straub gefunden. Dann aber habe ich mit ihm, als ich mit ihm geschrieben habe, so ein bisschen gefragt, okay, kannst du mal den Chatverlauf von Telegram schicken? Weil es nimmt mich wunder, wie hat das Ganze angefangen? Wieso hat der sich einfach so random mir 600 Franken twintet? Weil das braucht ja irgendwie so ein bisschen einen Grund. Also wenn wir annehmen, dass der wirklich mit dem 2 Abonnenten-Account denkt, dass es ich sage und der dann ihm schreiben, hey, kannst du mir 600 Franken geben, dass er dann nicht so ist, ah ja, safe, halt, das hast du einen Stutz, gib dir einfach. Also es muss doch irgendeinen Haken haben. Und dann schickt mir Chatverläufe und oh, guys, das ist so abgefuckt. Die ganze Situation ist so abgefuckt. Kurze Warnung, ich habe jetzt nur anhand von diesen Chatverläufen meine eigene Story interpretiert. Das ist so, wie ich denke, könnte es abgelaufen sein. Muss es nicht 100%, aber ich kann ja selber mal sagen, wie ihr das Ganze würdet interpretieren. Weil er schickt mir diesen Screenshot. Ein Nacktbild, ein Fake-Nacktbild von mir. Ich kann es jetzt leider nicht einblenden, aber obviously ist es fake. Also wirklich obviously. Und unten dran steht, nur dass du das Bild von mir hättest, um mir zu glauben. Du musst nur sicherstellen, dass das Bild nicht rausgeht, bitte. Und dann habe ich mich zurückerinnert an den Beitrag, der öffentlich war, wo gesagt worden ist, dass ich Männer anlocke mit erotischen Bildern und dass ich Männer zu mir heim einladen, aber vorher noch etwas erledigen und für das brauche ich Geld. Und anhand von seinen halb abgeschnittenen Emojis in dem Chatverlauf schliesse ich jetzt mal aus dem Ganzen, dass der sich dem Fake-Profil tatsächlich 600 Stutz überwiesen hat, damit er nachher zu mir heim kann. Und ich sage es, wie es ist, auf dem Account hat es ein Profilbild von einem alten Mann. Ich schätze um die 60. Okay. Ich habe die Chatverläufe gesehen und bin zuerst mal so ew. Also wirklich, also nicht, Ich kann aber gleich mehr noch wissen, okay, wie hat das Ganze überhaupt angefangen, weil ich glaube dir nicht, dass du einfach wirklich gedacht hast, dass das wirklich auch mein Account ist mit diesen 2 Abonnenten. Und habe darum einfach so da, als würde ich es nicht checken und habe weiter gefragt, ja, wie hat es denn angefangen und hat mir noch mehr Screenshots geschickt. Ich muss schnell drauf klarkommen, Leute. Das ist, also jetzt wird's, Mein Fake-Profil hat geschrieben, warum abonnierst du nicht mein privates Profil und du wärst meinen sexy Inhalt gesehen. Sprich, der hat gemeint oder I don't know, dass er mich auf Telegram gefunden hat und mit mir schreibt und ich im Messenger geschrieben habe, hey, wieso abonnierst du nicht meinen privaten TikTok-Account? Dort poste ich so ein bisschen erotische Bilder und so, weißt du. Man sieht ja nur schon oben von seiner Reaction und von deinem Körper habe ich noch nichts gesehen. Das ist so hässlich! Oder wieso sind so Männer so grusig? Ich habe ein privates Profil, ich poste exklusiv Inhalt von mir, aber nur meine Abonnenten haben Zugriff darauf. Er schreibt zurück, hier hast du ja nur 2, eine bin ich. Nein, sorry, das ist so fucking eklig. Ich finde es auch crazy, dass der Eier hat, mir die Screenshots zu schicken. Mein Fake-Account schreibt, naja, da ist privater Inhalt von meinem Körper, also kann ich das definitiv nicht da posten. Haha. Das heisst, der hat ihn wirklich komplett damit gelockt, dass der dann erotische Bilder von mir gesehen hat. Bro, der Sieg ist 60! Nein. Oh. Der Sieg ist dann obviously, weil er geile erotische Bilder von mir hat gesehen und er schon eins bekommen hat, damit er wirklich glaubt, dass es dort erotische Bilder hat. Warum er auch immer das glaubt hat, wenn man sieht, dass es ein fucking Fake-Nacktbild von mir ist. Aber egal, er ist am TikTok-Account gefolgt, hat wahrscheinlich dort mit ihm weitergeschrieben, mit mir. Und dort hat die ganze Betrugsmasche dann angefangen. So mäßig, hey, ich würde dich gerne treffen und du kannst zu mir heimkommen, aber ich muss auch vorher noch etwas erledigen, weil mein Stiefvater, keine Ahnung, irgendwelche so Stories, das weiß ich nicht genau. So mäßig, ich brauche Geld und dann kannst du zu mir kommen, wir können Schlag, Kabumba machen. Und aus dem Grund hat er meinem Fake-Account 600 Franken getwintet. Und aus dem Grund war er hässig, weil er nichts bekommen hat. Und aus dem Grund hat er mich voll gespammt mit Nachrichten. Ich weiss nicht, was schlimmer ist, dass es einen Fake-Account gibt, der Cash damit macht, dass er so tut, als wäre es ich und Fake-Bilder von mir zeigt und verschickt und postet und weiss doch ich was. Oder ob ein 60-jähriger Mann darauf reingefallen ist und tatsächlich 600 Stutz gezahlt hat, in der Hoffnung, dass er mich treffen kann. Das Geile ist dann, dass ich dann einen Tag später mir so geschrieben, hey, es tut mir mega leid, wir haben jetzt eingesehen, dass es wirklich nicht du bist und dass du gar nicht mit dem zu tun hast. Vor allem hat er dann auch einen mega langen Text noch geschrieben, so mäßig. Ja, wir haben schon von Anfang an gecheckt, dass das Betrugsmasche ist und wir sind nur auf das eingestiegen, um den Täter zu erfassen. Vor allem, denkst du, wie dumm dass ich bin, wenn er mir das Screenshot
Schatz, schickst du das Gefühl, ich kaufe dir den Scheiß ab. Ich habe dann auch gar nicht mehr wirklich zurückgeschrieben, einfach noch merci, gut, Punkt, ich will auch nichts mehr mit dem zu tun haben. Er hat dann auch noch mal 300 Seiten geschrieben, dass es ihm leid tut und dass sie jetzt mit der Polizei schauen und alles, keine Ahnung. Also in dem Sinne finde ich es gut, dass er sich jetzt managt, dass das bei der Polizei ist und dass es einen Fake-Account über mich gibt, wo Geld mit meinen Fake-Nachbildern macht. Voll, aber sonst ist die ganze Situation einfach komplett abgefuckt. Aber ich bin froh, ist das Ganze vorbei, dass immerhin der sich gecheckt hat, dass es nicht ich bin, beziehungsweise dass der mich jetzt auch nicht belästigt. Aber ja, das Fake-Profil gibt es immer noch von mir, also kurzer Appell an euch. Ich nehme mal an, ihr seid nicht alle so stupid wie das ich, aber ich sage es gleich schnell. Ich habe keine zweiten Accounts. Meine einzigen Accounts heissen NattyStyle oder NattyStyle unterstrich. Ich habe einen zweiten Kanal für meinen Podcast-Kanal und sonst habe ich nichts. Ich will niemals erotische Bilder von mir machen, geschweige denn posten oder irgendeinem Dude schicken. Ich will niemals Geld von euch wählen und ich will auch niemals euch Nachrichten schreiben, hey, du hast das Gewinnspiel gewonnen und da musst du noch 100 Stutz zahlen dafür. No. Ich mache ab und zu ein Gewinnspiel, aber ich glaube, anhand von meiner Nachricht checkt man dann, dass es wirklich ich bin. Einfach, weil es mit meinem Account gemacht wurde. Ich würde niemals mit einem anderen Account euch schreiben, dass ihr bei einem Gewinnspiel gewonnen habt. Ja, allgemein schaut immer, wer euch schreibt, ob das wirklich die Person ist. Das gibt es immer mal wieder. Leider habe ich das auch schon ein paar Mal erlebt, dass Leute Fake-Accounts von mir machen und irgendwelche Gewinnspiele machen und versuchen, euch zu verarschen. Sind lieber ein bisschen vorsichtig als nachsichtig. Und ja, eben wie gesagt, ich bin froh, dass das Ganze jetzt abgehakt ist. Klar, eben, der Fake-Account und alles ist nicht gefunden worden, beziehungsweise vielleicht macht das immer noch. Aber mir ist am wichtigsten, dass ihr nicht auf das reingeht. Ich hoffe jetzt auch ganz fest, dass die anständigen Menschen von euch, die meine Videos schauen, nicht zahlen für erotische Bilder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn ihr weiterhin von mir Videos sehen wollt, die nicht erotisch sind. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bye! So, jetzt ein Abschlussshot. Ah ja, noch eine wichtige Info am Schluss. Bitte machen mir einen Gefallen und suchen das Profil nicht. Der Beitrag ist eh schon abgenommen worden. Und auch der Artikel auf der Webseite ist auch mittlerweile offline. Da bin ich actually froh. Aber auch sonst, ich will gar nichts mehr mit dem zu tun haben. Und ich möchte auch gar nicht, dass die Person Aufmerksamkeit bekommt. Danke euch. Tschüssi, tschüssi.